Goedemorgen. Welkom hier van jou. Schijn dat we alle het hoop kan hier zijn, maar het een koude maand s'morgens is. En God is goed. En dat is een goede dag van jou. Want die dat ook zo jat is, mij nog mal dat, dan voelt zich niet iedere dag goed. Maar dat meint niet dat het niet goed is. Manchmal hat einer das nicht dafür abgelehnt, dass es gut ist. Und es kann ja manchmal andere Dinge sein. Und dann weet we dat het een andere dag, vielleicht moet ik me zelfs een beetje aanstellen. Van jou vrij ik me voor de boodschap wat ik je kan mitteilen. Dat komt uit some vers wat ik aan het werk lezen deed. En ik vreed me daar zo uit toe. En ik dacht, ik wil... Als ik fiets, dan wil ik mitteilen van de s'morgens. En ik vrees me dat ik de gelegenheid heb. Voor we de God zijn woorden aankijken, waar we u spelen en het ver aanbrengen. En zo waar we beden. Himmlische Vader, dankzij voor dit schöne s'morgens. Dankzij dat u van de goed bent, die best van de kracht is, die nog helemaal gewas bent. Die best van de kracht so machtig en krachtvoll ist die Wirsch, die de Welt mögt. Ist die seht, dass so ein Sternchen sind und der alle Duizenden, oder wie viele Sternchen da sind, da führt es auf einmal wieder. Ist die uns mögt, das Blatt von der best die nach Kraft so machtig ist dort. Ist die Abstand in Graf mit frischer Kraft. Es war es Gott, nicht als ein Mensch. Krijg zo machtig en krijg zo krachtvoll best u van jou. Zo leeftoelig is die te de mensen wees, die op deze eerd jinks. En zo val die gerechtigheid is die te de fariseer redendeids. Krijg zo leeftoelig en krijg zo gerecht best u van jou ook nog helemaal. Dankzij dat u ons voerder bent. En ons rechter. En ons erleuser. Dankzij dat we kunnen die komen, dankzij dat u ons aanloopt, al onze dingen die te brengen. Krijgen dat wanneer het voor ons zelf is. We vrezen ons dat u ons hier is, wat we zijn, krijgen wat we nu krijgen denken. Help ons met die hoop, met een open hart en een open geest te gaan, dat u ons kan aanvallen, dat we veel dollar kan dus die zijn, is wat we gedacht hebben. Val ons aan met die geest en met die kracht. In Jezus zijn naam, amen. De Bibel zegt dat es Jezus op deze Erde ging, op deze Erde wie Jezus hier weer, hij werd een mens geboren. De Vers zegt dat Jezus openbaart Gott. Jezus openbaart Gott te mensen. So ist Jezus weer op de Erde, als hij hier weer. Wir sagen, hij is van der hier, van der is hij een Geist hier. En we geloven aan hem, we lezen hem in de Bibel, aber ich meine, als een mens op deze Erde ging, liet het woord ons dat hij openbaart Gott te de mensen. So, und du wirst weiten, wo Gott ist, wo Gott sich von der wird gleich hinter dir zu offenbaren, dann lese die Geschichten von Jesus. Und da wirst du das lesen, da wirst du das erfahren, was Gott sein Willen für die Menschen ist von dir und mangt dort Gott sein Willen für die. Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist ein Gott für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Aber er ist auch ein Gott für die. Er ist persönlich. Er ist für uns alle. Sein Wort ist für uns alle. Aber sein Wort ist auch für die. Wer immer du bist. Passt nicht jeder Vers und jeder Kapitel und dort nun, wie wir von der sind. Aber das ist alle für uns. Und man uns hört, ob es nur Gott, und wir segnen ihn. Und wir uns verlangt, nur Gott, man uns hungert und darstet nur Gott, dann wird er sich
openbaren zu uns auf den Weg, dass wir das verstehen können. Das ist nicht immer kurz, aber der Hintit, wo wir das an, nu hat das gekriegt, nu wird mir verlangt, wenn uns hat Tau ist, nu Gott, die Dinge zwischen uns holen, zwischen uns und Gott, die Dinge sind, was wir weiten, was nicht reich sind, und wir versuchen, die nicht loszulassen. Vielleicht bilden wir uns danach an, dass uns jankert nur Gott. Dann wird das vielleicht nicht so passieren, aber danach, wenn uns wirklich nur Gott hungert und wir willig sind, nach ihm zu kommen und willig sind, mit ihm euer Feld zu sein, er wird sich offenbaren zu uns. Das fing wie, dass Jesus sagt, er klappt an der an, und wer da aufmerkt, nach dem komme ich dann und eet mit ihm top und andere wieder kann Gemeinschaft mit denen top. Plattdeutsch, wie Deutsche würden sagen, ich sage nicht fassbar, nicht? Was weit wir fassbar, weil wir uns alle neue Loten, nicht? Und dann spazieren wir mal und das ist ein fernes Bild, was wir finden. Okay, was los ich diese Weg? Was ich los ist nicht so wichtig, aber mir wird viel wert und ich will Ihnen das mitteilen. Und was ich glaube, ein ferner und ein kraftvoller Gedanken ist für uns alle. Wir haben manchmal geredet von Familie und so eine Sorte Dinge ist dort. Von der weil wir reden von die selbst, die persönliche Verhältnis mit Gott. Und meint Johannes Kapitel 1, wenn du die Bibel hast, wir wollen uns am Vers abchecken von der, kannst du wirklich mitblättern. Wenn du was lieber bloß horchen, das ist auch gut. Some von Ihnen haben kleine Kinder abgeschaut, das ist so ein Fan. Dankeschön für den, ich freue mich, dass die mit nach der Kirche bringen. Wenn die noch ein bisschen rohren, ein bisschen Lieder mehr oder immer, das ist okay. Wir freuen uns, dass die Kinder hier sind, dass eine Fahne steht für die. So, Johannes, das erste Kapitel, gleich das ganze Kapitel von Johannes 1, sehr Fan und sehr viel dabei. Von der fangen wir an, den 29. Vers zu lesen und lesen durch Vers 42. Und da sagt jetzt es das. Am nächsten Tag sagt Johannes, das meint Johannes der Täufer, Jesus nu sich abzukommen und seht, checkt, das ist Gott sein Lamm, dass die Welt ihre Sünden wegnimmt. So, weil wir da einmal ein bisschen stillhalten, das ist noch nicht der Vers. Johannes der Täufer, der wird an der Wüste, und der tauft die Menschen beim Rifa. Und dass wir nicht die Heilige Geist Taufe, dass wir nicht die Taufe von der wahren Geburt, das ist wie von der und dann, dass wir die Taufe von sich umkehren, von ihrer bösen Worten und frisch im Glauben checken und lernen, nur wenn der Erlöser wird kommen. Aber als er sagt, Jesus da kommt, der Heilige Geist, der seht am, der offenbart am, dass das Jesus wir, und das was er sagt, dass Gott sein Lamm, dass die Welt ihre Sünden wegnimmt. Wie weit im Tempel hatten sie Opfer, würden in ganz schmacket, reinet, vor dem Lamm geschlagen muss für ihre Sünden. Das ist ein Teken für ihre Sünden wegnehmen. Und so das was er meint. Und dort kommt ein Lamm, das ist heilig, das ist rein, das ist ganz vorig, das ist 100%. Und das ist Gott sein Lamm, und dort wird die Welt ihre Sünden wegnehmen. Und von der, wenn ich und du nur Jesus checken, wir an ihm glauben, wir an das glauben, was er am Kreuz steht, für unsere Sünden starb, dann nimmt er unsere Sünden weg. Und wenn ich und du das glauben, kriegen wir, was wir in unserer Historie haben, das ist dann weg. So wie das zwischen uns und Gott. Manchmal haben unsere Sünden andere Dinge, was teilweise ein Ding mit sich bringen, für das menschliche Leben. Das kann wenig passieren, aber wir können Frieden haben mit Gott, weil das alle Weiche gewaschen, wir können frei mit Gott gehen. So, das ist, was er sagt. Kijk, das ist Gott sein Lamm, dass die Welt ihre Sünden wegnimmt. Das ist der, von dem ich sehe. Nu mir kommt ein Mann, der für mich wir, welch wir all durch euer Eck geboren wir. So, da sagt er, was so interessant ist. Das ist ein Mann, der jünger ist als ich, der kommt nur mir, aber der wir all für mich, weil der wir all geboren, der wir all für ich geboren wir. So, da nimmt Herr Jesus als Gott an. Er weiß, dass Gott ist ewig. Ich kann ihm selbst nicht, aber ich kam und deibt mit Wutter durchwehen, dass er in Israel soll bekannt werden.
Dann sagt Johannes und sagt, ich sag, den Jesus eine Dü vom Himmel raufkommen und ab am bleiben. Ich kann dem nicht, aber die mich schickt, mit Wutter zu deipen, seht mir, ab den Dü den Jesus raufkommen und ab am bleiben, dort ist die mit dem Heiligen Geist deipen dat. Und ich sag dort, in Durwen kann ich sagen, dass das Gott sein Sehen ist. Okay, so, Johannes der Täufer, der wie eine Wüste angeschickt von Gott, er erkannt Gott seine Stimme, der hat Gott zu ihm gesagt, go nur der Wüste. Derselbe Stimme, was Johannes weiß, was ihm nur der Wüste geschickt hat, zu predigen und zu deipen, der sagt zu ihm, dort ist Gott sein Lohn. Und dort war er das West. Und der Düv kam rauf, und er wusste, dass das erste, für wem ich den Weg reinmache. Und das hat wie Johannes, der Täufer, seine Geschichte, wo er Jesus anerkannt hat. Er freut sich dafür, Jesus wird wie gekommen, wie der Messias hier. Ich glaube, er kann noch nicht alles verstehen, was das wird sein, dass wir für die Kreuzung und für die Auferstehung, für den Heiligen Geist ausgegoten wie auf den Menschen. Aber er kann sein, das ist das Lamm, das was die Menschen, die Welt, ihre Sinnen wahrnehmen. Und er freut sich dazu. Vers 35. Am nächsten Tag, wie Johannes mit 2 von seinen Jüngern war durch. Als Jesus sagt, vorbeigegangen, sagt er, kijk, das ist Gott sein Lamm. Und die 2 Jünger, als die 2 Jünger am dort sahen hören, gingen sie mit Jesus mit. Jesus dreht sich um und sagt, dass sie mitkommen und fragt an, was seht ihr? Sie sagten ihm, Lehrer, wo wohnst du? Er sagte an, komm, checkt. Sie kamen und sahen, wo er bleibt und bleiben den Tag Eva bei ihm. Dort wir klag Feier Nummer 8. Einer von den beiden, der Johannes reden hier und mit Jesus mitging, wie Andreas, Simon Petrus, sein Bruder. So, nu handelt sich hier um Andreas, er ging wie ein von diesen, was Jesus heranging. Andreas fängt das erste seinen Bruder Simon. So Andreas ging Jesus heran, er hat einen Bruder, den sie nennen wir Simon. Und sagt ihm, wir haben den Messias gefangen. Das meint den Christus. So das ist ein großes Wort. All die Israel errettet, all die hunderte Jahre, all die, wo verlammet hat wir von der Adam und Eva an, sie werden ja nicht Juden, aber von Abraham, like Gott hat sich immer wieder und wieder offenbart, haben sie auch gelehrt, da wird noch mal einer kommen. Der wird auf der Schlange Kappen abklingen, da wird like so viele Prophezeiungen, ich glaube über 300 Prophezeiungen sind von Jesus im Alten Testament. Nicht zu sein, dass er hier ist, das ist ein sehr großer Mühlfall. Und das wird Simon zu seinem Bruder, Andreas zu seinem Bruder sehen. Das ist Christus. Wir haben den gefangen, den Messias. Wir haben den Messias gefangen, das meint den Christus. Was passiert dann? Und er brachte ihm nur Jesus. Als Jesus ihm ankickt, sagt er, du bist Simon, Jonas ihn sehen. So, wieso würde das sein? Wenn wir uns mal treffen, wir unsere Nummern lernen, dann versuchen wir den manchmal zu holen, nicht? Aber Jesus sagt, dass sie Nummern trägt. Du bist Simon, Jonas ihn sehen. Du sollst Petrus heißen. So, hier ist was Interessantes. Jesus changed diesen Namen hier. So, das ist, wenn wir uns introducen, ich meine, ja sind, vielleicht sind hier von dir ja sind in Kirche, sei ja willkommen. Und so, wenn wir uns ein fremder Mensch introducen, man, echt die einen Fremder introducen, und der fühlt zu dir sagt, ja, du bist da und das ist dein Vorher sehen, aber nu bist du so. Was wirst du dann denken? Well, Simon und Andreas glaubten, fangen an zu glauben, das wird wie der Messias. So dass es anders ist, wenn wir wie am Restaurant werden sein oder Fellowship Meal oder so dort. Aber Jesus changed diesen Namen hier führt. Jesus wusste, das wird einer sein, das wird ein von meinen Jüngern sein, diesen wird ich raupen und der wird predigen. Und das ist passiert, was alle an Jesus seine Gedanken werden, hier sagt das nicht. Wie kann das bloß sein? Hier, Jesus gibt ihm einen anderen Namen. Wieso, dass er nicht der andere, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Gott hat Petrus gemerkt, Gott hat Petrus in der Natur gemerkt, dass er wird
das Prediger sein, was wir Lothar in Apostelgeschichte von lernen, von lesen, welche sehr Beruf predigen da alle wegen. Und so Petrus, wie hier, er wisst das alle nicht. Er war ein bisschen Fascher, aber er wird hier nie einen Namen gegeben. Ab eine englische Bibel, und das, wo ich das lesen da an der Weg, da sagt es noch, was Petrus meinen dat, und das sagt er auf Hochdeutsch vielleicht auch, das war ich halt nicht nur gecheckt. Aber eine englische Bibel sagt es noch, da hing heran, als es geschrieben hat, Petrus meint ein Stein. Was Simon meint, weiß ich nicht. Aber Jesus sagt, du bist Simon, Jonas ihn sehen, du sollst Petrus heiten, ein Stein. Du bist ein Stein. So, was mir wertvoll wird, dass wir kriegen denken, dass Jesus, Petrus oder Simon seinen Namen changen wird. Was meint das? Was fängt wir dabei an? Wir können uns vielleicht erst was lesen, was immer wir wollen. Nicht? Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht Bilder, Meinungen an der Bibel lesen und selbst anbilden, was da nicht wirklich stimmen würde mit der Bibel. Aber ich glaube, das stimmt. Und was ich hier bin, sagt, dass wir das, und was mein Gebet fertig ist, und das beten wir ihr schon, wenn ich weiß, von was wir wollen reden. Jesus ist auch wird auch ein Stein genannt. Jesus ist auch ein Stein. In der Bibel sind mehrere Stellen, wir haben so beschrieben, was ist ein Stein. Hier wie Jesus, und er sagt zu Simon, er sagt, du bist nicht mehr Simon, du bist ein Stein. Was ich dabei sage, dass wir, wenn ich und du nur Jesus kommen, wir kommen zum Glauben, ich rede wie von, das wird alle Wache waschen, nicht? Uns alle Leben, unsere Sinnen, das wird alle Wache waschen. Wir wollen ein neuer Mensch an Jesus Christus, was sich mit Jesus ähnelt. Jesus ist ein Stein. Wir wollen noch ein paar Vers checken. Und er sagt hier zu Simon, du bist nicht mehr Simon, du bist nicht Petrus, ein Stein. Jesus wisst das, ich sehe einen Stein. Ich sehe der wirkliche Stein. Ich sehe den Grund. Als wir Lothar, ich glaube, das Petrus kriegt, was das schreibt, er sagt, ein anderer Grund kann keiner merken, dass der, was da all gelegt ist, dass Jesus, dann sagt er, ich glaube, Paulus und Petrus sagen dabei, dass wir sind lebende Steine, was ab den Steinen abgebildet sind. Und da passt, und in der Bibel checken das, und würde alle passen, das manchmal meist nicht zu glauben. Aber was ich hier bin will sein, das wird für die und für mich von der an. An Jesus Christus sind wir nie Menschen. Er hat uns ein neuer Namen, ein neuer Mensch. Ja, wir sind anarm. Some von uns das nicht so viel als andere, wenn some von uns, wir haben vielleicht nicht, uns never sind ein großer Sünder sein oder befangen. Wir sind alle große Sünder gewesen. Unglauben ist der größte Sinn. Wenn ich das kann sagen. Aber besonders für die von uns, die manchmal strugglen mit Charakterdenk. Und das ist die schöne, frohe Botschaft, was wir haben. Dass an Jesus Christus ist alles nie. Er hat uns in neuen Namen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Christen. Hast du mal gedacht, wenn du die in Christ nennst, dann nennst du die wie Jesus sein Namen. Er ist Christus. Und dann du, wir nennen uns in Christ. Was meint das? Er lässt uns seinen Namen brauchen. Okay, ein klein bisschen Hintergrund für, dass Jesus ein Stein ist. In Römer 9, Vers 33 sagt es, so ist geschrieben steht, so das kommt von Alten Testament, von Jesaja 8, Vers 14 und so weiter, von Jesaja 8. Checkt mal, ich leih und ziehen einen Stein, über den sie sich euren, und wer unangleich wird, nicht zu schauen worden. Okay? Das weit wir. Wir kennen dort und wir sind vielleicht selbst da, was wir haben uns über Jesus geäuert. Because an Jesus müssen wir all uns selbst mal tachlauten. All uns abgebetet müssen wir tachlauten, wenn wir nach Jesus kommen. Some von uns sind an Kirchen oder an Religions was, wie wir, das können wir alle Krieg abbeten, wenn wir noch mal bei Boven sind, dann würden wir das Gebet haben,
Wir haben das Eier sein, dass wir kennen das keinmal. Und das sind Menschen, die dort noch einmal versägen. Und vielleicht als hier so einer von der, wie versägst die nochmal dient, Seiligkeit, die ihn sein, so viel abzubauen, dass die kostet, die euren umfallen von Gott, dort wirst du niemals was du kriegen. Dass du wirklich selbst abläufst. Und bei dort sind so eine Menschen, die man dort schaffen, besonders die euden sich über Jesus, weil sie machen sich dort tachloten. Aber das sagt, und wer an Arm geläuft, wird nicht zu schon worden. Meint das, dann wir wollen uns niemals schämen? Nee, das meint das, wenn ich und du wollen durch uns Leben gehen. Wir loten den Ding Tag. Some von ihnen haben müssen Familie Tag loten, die haben müssen ihren Heim verloren, die haben, was immer Menschen alle Matten beleben. Die haben vielleicht gesagt, okay, well, das, was die das nicht, das wird verdreht. Was immer, das ist ein Beispiel davon. Was er meint, du wirst nicht zu schon worden, das meint, wenn du wirst sterben, Gott wird sich an den Zeit bewiesen, dass du reich wirst. Nicht, dass du reich wirst, aber dass er reich ist und dass du hast die an der Rechte geholt, wenn du die an Arm hältst. Ich rede nicht von die an unsere Kirche holen. Das ist nicht. Das ist Gemeinschaft und das Lehren, hoffentlich. Das meint von die an Jesus holen. Wenn du die am Glauben an Jesus nennen darfst, du wirst nicht schon worden. Wenn du dort wirst sterben, Gott wird das Wort über dem zu sein gehen. Wenn ich an das Leben, dann in der Ewigkeit, dass du hast die an der Rechte geholt. Das ist, was er meint, der wird nicht schon worden. Okay, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4, sagt es das, dann kommt noch an den lebenden Stein, der von Menschen verschmähten wird, das ist Jesus am Wort verschmähen und gekriegt, der von Menschen verschmähten wird, der aber von Gott gewählt in wertvoll ist. Ein Lot von Jünd, so ist von lebenden Steinen in jährlichen Tempel gebaut worden, dort je in heiliges Priestertum worden, der Jesus Christus jährliche Opfer zu bringen, und an die Gott in gefallen hat. Dort steht geschrieben, check mal, ich lei in Zion, in Utgewilden, in sehr wertvollen, herrlichen Eichstein, und wer an den geleiben wird nicht geschont worden. Selbe Vers von Jesaja. Okay, da wird noch mehr sein, was er reden von, dass Jesus ein wertvoller Stein ist. 1. Korinther 10, Vers 4 sagt, alle tranken denselben jährlichen Trank, das redet hier von den Israeliten, dass sie durch die Wüste gingen, und da wie ein Stein, was sie abschlugen und Butter rütgef. Alle tranken denselben jährlichen Trank, sie tranken alle von dem jährlichen Stein, der mit ankam, und der Stein wie Christus. So das vergleicht das alle. Und so Jesus ist der Stein. Okay, so Jesus ist ein Stein, er nennt Petrus ein Stein. Wieso? Petrus wie anam. Petrus soll ja ein großer Port von der neuen Kirche abbauen, was Jesus anfangen hat, was der Apostel anfangen, ob Jesus sein wird. Petrus wie ein großer Port davon, aber Petrus ist nicht der Stein, das ist Jesus. Aber Jesus sagt danach zu Petrus, du bist ein Stein. Und das ist, was mir wertvoll wird, diese Werk, dass wenn wir nur Jesus kommen, mit all uns, mit Praxis wie sind, und das falsch abgebildet, muss loten. Und uns loten von Jesus reinwaschen, von Jesus annehmen. Und wir dort anfangen zu glauben, dass wir seine Kinder sind. Und wir dort am Glauben annehmen, er gibt uns ein neuer Namen. Das sagt der Heilige Geist, der zeugt das an uns, dass wir Gott seine Kinder sind. Und das ist das Ding, was allein zwischen uns und Gott ist, was uns keiner kann nehmen, das Bewusstsein, ich gehöre zu Jesus. Ich sehe Gott sein Kind. Ich hatte Luther manchmal an gedacht, so wenn, und ich weiß nicht, wo ich war noch mal sterben. Und ich denke da nicht viel mal an. Ich kann ein paar Mal. Aber ich weiß noch mal, wo ich alt war. Und ja, ich meine, wir gehen alle ab den Stich. Wir sind auf verschiedenen Städten. Denken wir so, wir wissen nicht, was das wird sein. Einmal denken, das kann passieren. Das ist so manchmal passiert. Ich war noch mal am Bad sein. Ich will mir nicht mal selbst besorgen. Ich will nicht reden. Ich will nicht hören wirklich. Was immer das wird sein. Solange ich denken kann, wird das noch sein. Ich bin Gott sein Kind. Und das ist ein Weg von einem Denken.
Aber das habe ich von der noch weiter. Da brauchen wir nicht lernen, was im Himmel, oder was wir alt sind, oder was am Stoffbad. Da können ja ganz anders passieren. Aber das ist something. Some haben das nicht belebt, und some von ihnen kommen mit Verfallung. Wir wissen, dass es sind viele von unseren mennonitischen Vorfahren und Geschwistern, die sind sehr verfolgt worden. Wo wirst du uitholen im Gefängnis für 10 Jahre oder 20 Jahre oder einen Tag? Du wirst getrennt von der Kirche, du wirst getrennt von, hast keine Bibel zu lesen. Das Ding, ich gehe hier zu Gott, kann die keiner wegnehmen. Dort kann er wen bleiben. Dort können sie uns dort tun, was sie wollen. Aber dort kann uns keiner wegnehmen, weil das ist something, was an uns ist. Das ist nie nur, ich dort von der, das ist nie eine Tür, das ist eine Verbindung mit Gott. Der ich im Glauben will, ich an Jesus glauben, ich kann mich lassen von ihm reinwaschen, von ihm unfällen. In Offenbarung 2, Vers 17, fingen wir dort von der Eva Winder. Und das ist mehr so eine Frage, aber ein Wort hier Fanbeef passt, redet von, was mit Eva Winder wird passieren im Himmel. Hört nur das. Wer Ohren hat, Offenbarung 2, Vers 17. Wer Ohren hat, dem laut hören, was der Geist der Gemeinden sagt. Der Gewinner, wo ich von der verstärkten Manna zu eten geben, in dem wo ich auch einen wetten Stein geben, und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den selbst keiner lesen kann, ist der ihn kriegt. Ich lege den Vers. Das sage ich, wenn ich und du, als Gewinner, als Christen, am Himmel ankommen, ein von den Dingen, was uns so wird passieren, Jesus wird abkommen, mit einem Wetterstein in der Hand. Von daher haben wir ihn vorn, wir können vielleicht boven schreiben, oder treiten sie es dort nicht. Er wird abgegangen mit seinem Wetterstein. Er wird abgeschrieben. Something so, was in Detail sagt das nicht, das ist nicht nötig. Aber bloß han denkt immer an. Die Beste sind Gewinner am Himmel nahe gekommen. Er hat von Wetterstein, was er gegeben, mit den neuen Namen da boven. Das sagt er, keiner saß, wer den weiten, ist du und er. Das ist die Verbundschaft mit Jesus, mit Gott, was wir von der noch haben. Er wird dir den geben. Das ist ein Ding, was keiner kann wegnehmen. Keiner kann uns das geben. Und keiner kann uns das wegnehmen, besitzt Jesus. Und das sind wertvolle Dinge, dass wir sind eine neue Kreatur. Das sind noch viel falsch, was ich habe abgeschrieben, was ich will lesen. Ich habe so viele andere Dinge genug. Galater 2, Vers 20 redet von, dass wir sind mit Jesus gekreuzigt und wir sind in ein neues Leben gekommen. Uns alles ist weich, wir sind in eine neue Kraft, ein neues Leben in Jesus. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3 redet von, dass, kijkt mal, was von der großen Liebe Gott uns gegeben hat, dass wie Gott seine Kinder kann heute nie an das Leben und wir weit noch nicht, wo herrlich das noch wird in der Zukunft ein Jahr leben sein. 2. Korinther 4, Vers 17 redet von, dass wir sind eine neue Kreatur, ein nie erschaffener Mensch. Das alles ist weich und wir sind nie geworden. 1. Petrus 2, Vers 9 redet von, wir sind ein überwältiges Volk, ein besonderes Volk, ein fremdes Volk. Die Welt kennt uns nicht, weil wir haben das mit Gott tun und die kann das nicht sein, sie weiß nicht, was das ist. Das ist ein Fremd, was ist das? Das ist something, was ist das? Und das ist diese Verbundschaft mit Gott. Der im Glauben an Jesus Christus. Wenn ihr wollt, was studieren an diesem Land, lest Epheser 1 und 2, was ihr in großer Sehen sein. Epheser 1 und 2. Römer 8, Vers 17 sagt, dass wir sind Orven. Wir sind Jesus Christus, seine Orven. Das ist nur, was wir checken. Some von uns haben vielleicht ein großes Aufgehört gekriegt oder hupen oder würden uns nicht wünschen. Wir sind Orven von Jesus. Der Moment, wo wir im Himmel sind, wo das andere alle nicht mehr was ich tun. Epheser 1, Vers 7 sagt, wir sind erlöst durch Jesus sein Blut. Das ist, was ich uns alle wünschen würde. Wir werden ganz vertraut und confident können an das Glauben gehen, dass wir sind gerat, dass alles das war, wir sind nie an Jesus Christus und wir haben nie einen Namen gekriegt. Er sagt das, die hier ist zu mir, ich habe die nur mir getragen, wenn ich die gleich. Noch Gott ihn segnen.